Ja, ein herzliches Willkommen zum Podcast Inspirierendes aus Theologie und Kirche. Heute geht es um Martin Luther King, sein bewegendes Leben und sein bewegendes Werk. Das werden wir uns heute genauer anschauen und ich freue mich riesig, dass ich dazu jemanden gewinnen konnte, dem Martin Luther King auch sehr am Herzen liegt. Herzlich willkommen, Ulrich Schüppach. Merci, gerne kommen. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Uli, kannst du kurz etwas zu deinem Werdegang sagen? Nur 2, 3 Stichpunkte. Ja, ich bin auf dem zweiten Bildungsweg Pfarrer geworden. Zuerst war ich Elektroniker, später beim Radio als Tontechniker. Und dort habe ich dann einfach gespürt, dass mich die Frage um Theologie immer interessiert hat. Ich habe eben noch den zweiten Weg eingeschlagen. Jawohl. Ich war dann über 30 Jahre Pfarrer in Bern, Biet, im Gürbental, in der Gemeinde. Und das war eine schöne und gute Zeit. Ja. Wunderbar. Ja, und seit wann beschäftigst du dich jetzt gerade mit dem Martin Luther King? Was? Also ein Änderungspunkt, wo du sagst, da ist es losgegangen? Es hat eigentlich nicht mit dem Martin Luther King angefangen, sondern mit dem John F. Kennedy. Ich weiss, ich war im 3. Schuljahr, da kommt der Lehrer am Morgen zur Tür und sagt, jetzt ist der amerikanische Präsident ermordet worden. Jawohl. Und das ist so ein Alter, wo man plötzlich davon bewusst wahrnimmt, da ist etwas passiert. Und im Zusammenhang mit dem John F. Kennedy, wo natürlich bei uns daheim am Mittagstisch darüber geredet wurde, ist auch der Name Martin Luther King gefallen. Denn John F. Kennedy war eine wichtige Person für Martin Luther King. Ja, das stimmt. Ja. Und ich war in einem Alter, bin so in die 68er Jahre hineingewachsen, relativ jung, 14-, 15-jährig, wo dann natürlich die Gedanken von Martin Luther King auch in der breiten Öffentlichkeit sind publik geworden. Jawohl. Und eigentlich das waren so die ersten Berührungspunkte gewesen, aber wirklich mit ihm beschäftigt habe ich mich erst an der Uni, der Kirchengeschichte auf der einen Seite. Und interessanterweise, als ich dann Unterricht gegeben Frage zum Frieden, zu der Gewaltlosigkeit, ist mir die Person so richtig nachgekommen. Ja. Erst dann habe ich eigentlich so richtig begreifen, dass er sehr entscheidend ist für einen Werdegang. Und gerade in Bezug auf die Jugendlichen, die dann ja auch im Umbruch sind, im Sturm und Drang, oder, habe ich dann mich tiefer beschäftigt und damit auch Lektionen gemacht für die Jugendlichen. Spannend. Ja. Und Uli, sag mal, was war das für eine Zeit, wo der Martin Luther King gelebt hat? Was war das für ein Rahmen, in dem er sich bewegte? Es war ja eine besondere Zeit. Es war eine sehr besondere Zeit. In Amerika war sehr viel im Umbruch. Wir wissen, dass Amerika in Bezug auf die schwarze Bevölkerung eine strube Vergangenheit hat, also mit der Sklaverei und dann der Rassentrennung, der sogenannten Segregation. Ist das natürlich eine Zeit gewesen, wo wie zwei Pole waren in diesem Land. Auf der einen Seite eine weisse, wohlhabende Gesellschaft, mehrheitlich wohlhabend. Auf der anderen Seite eine schwarze Gesellschaft, wo Selbstbewusstsein gewachsen ist für die eigene Vergangenheit. Und in dieser Zeit waren natürlich viele Spannungen. Ja. Und die Rassentrennung die ist ja sehr weit gegangen. Schüler zum Beispiel sind nicht zusammen in die Schule, weiss und schwarz. Ja. In den Bussen hat es ganz klare Trennlinien gegeben. Und jetzt viele Weisse sind dann, die schwarz raus müssen, dann ist der Weisse auch noch rein können. Auf der Arbeit war es so, dass sie eher in niederen Berufen gearbeitet haben, als in der Landwirtschaft. Sie waren ja früher, oder zum Teil noch dann versteckt Sklaven, Baumwollplantagen. Oder die Frauen haben vor allem geputzt und sie waren Nannies. Und die weisse Gesellschaft war natürlich die herrschende und beherrschende. Und die ganze Idee von der Rasse, wo die einen mehr wert sind als die anderen, ist dann natürlich blüht. Das war eine sehr schwierige Zeit. Und auch unter den Schwarzen selber muss man natürlich sehen, das war nicht ein homogener Block. Wenn man weiss, wie die Sklaverei entstanden ist, dass schwarze Stämme, andere schwarze Stämme gejagt haben, aus den Weißen verkauft haben und dann selber sind gejagt worden und plötzlich auch sie Sklaven gewesen.
Und dann begegnen dann plötzlich wieder Leute, die sich Täter und Opfer waren. Ja. Also das war eine sehr spannungsgeladene Zeit. Ja. Ja. Und es war ein riesiger Kampf unter den Weißen, nicht? Die Südstaaten, die wollten festhalten an dem Ganzen, und die Nordstaaten, die eher liberal waren. Ja. Ja. Und das Bedrückende ist ja noch, dass gerade in dem Bible gehört, wie es heisst, die Sklaverei eigentlich ist akzeptiert war. Ja. Und sogar noch theologisch begründet. Noch theologisch begründet, ja. Mhm. Ja, das ist eine sehr eine Zeit, die explosiv war. Ja. Das ist der Rahmen. Und Uli, was ist denn zum Lebensgang von Martin Luther King zu sagen, bis er eben dann der berühmte Prediger und Bürgerrechtler wurde in der Zeit davor, bis er sozusagen so richtig ins Licht der Öffentlichkeit getreten ist? Wo kam er denn her? Was war denn sein Hintergrund? Was hat er denn gemacht, bevor es da zu diesen großen Auseinandersetzungen kam? Er ist ja eigentlich in der für damalige Verhältnisse gebildeten Familie aufgewachsen. Seine Mutter war Lehrerin. Ja. Sein Vater war Reverend oder Pfarrer, würde man sagen, in der Baptistengemeinde Ebenezer, Atlanta. Und er ist dort gross geworden, eigentlich in einem Umfeld, wo er ein bevorzugter schwarzer Bub war. Er hat das aber auch sehr stark gemerkt, plötzlich, als er älter wurde, dass halt doch nicht alles gleich ist wie bei den anderen. Mhm. Er hatte einen Freund, den er mit ihm bis zur Schule sehr eng verkehrt hat. Ja. Die waren scheinbar gesotten und braten, wie wir sagen, zusammen. Ja. Und mit dem Schuleintritt haben plötzlich die weißen Eltern ihrem Sohn erklärt, jetzt ist fertig, du kannst nicht mit dem Martin King, wie er dann noch geheißen hat, Martin King, verkehren. Das geht nicht mehr. Mhm. Er hat in eine Schule für Schwarze müssen und sie in eine privilegierte Schule für Weisse. Ja. Und das hat ihn zuerst mal verletzt und geprägt. Und vielleicht noch eindrücklicher war, er hat eins erzählt, dass er mit dem Vater Schuhe kaufen. Ja. Und sein Vater war eben eine Persönlichkeit, obschon sein Vater, also sein Urgroßvater, noch als Sklave gearbeitet hat auf einem Baumwollfeld, oder? Muss man wissen. Also die Geschichte die ist schon drin in der Familie. Ja. Ist er mit ihm Schuhe kaufen und hat gesagt, er macht für meinen Sohn Schuhe. Und dann ist der Verkäufer gekommen und hat gesagt, ja, wir verkaufen euch gerne Schuhe, aber hier vorne im Laden bedienen wir nur Weisse. Hinten im Lager, da tun wir euch gerne Schuhe verkaufen. Und dann hat er erzählt, dass sein Vater aufgestanden sei und hat gesagt, entweder bekomme ich die Schuhe jetzt hier, in diesem Laden, wie alle anderen, oder wir gehen. Und er hat ihn in der Hand genommen und ist mit ihm gegangen. Ja. Das hat ihn sehr geprägt. Genau. Also, das waren so die Kindheitserfahrungen, die für ihn sehr schmerzhaft waren. Martin King, wie er dann noch geheißen hat, Martin Luther King, eben sein Vater war ja 1934 an einem Baptistenkonzert, einem Baptistenkongress in Deutschland. Und hat aus Grund von der Verehrung für den Reformator Martin Luther den Namen wie angenommen, seinem jungen Martin eben auch mit auf den Weg gegeben, darum Martin Luther King. Ja. Ist ein sehr intelligenter junger Mann gewesen, ist in die Schule, hat dort Klassen überspringen und ist schon mit 16 eigentlich aufgenommen worden an der Universität, hat aber interessanterweise, gerade aus Grund von diesen Erfahrungen, die ich vorhin erzählt habe, nicht Theologie studiert, sondern Soziologie. Mhm. Also ihn haben die gesellschaftlichen Verhältnisse ihn interessiert. Was ist der Grund, dass das so ist? Mhm. Und er war sehr, sehr belesen und im Übrigen verwandt mit dir. Er hat einen Rhetorikkurs gemacht und hat einen gewonnen. Und er hat auch gemerkt, dass die Sprache für ihn das Instrument ist, das er etwas bewegen kann. Absolut, ja. Und dort hat er Soziologie studiert und dort hat er natürlich einiges gelesen. An dem Morehouse College ist er mit Denkern in Kontakt gekommen wie Platon, Locke, Jean-Jacques Rousseau und eben auch ganz zentral mit dem Gedankengut von Mahatma Gandhi. Jawohl. Als einer, der die Gewaltlosigkeit, aber der Widerstand
gewaltlos praktiziert hat. Und er sagt, er habe die Idee von Mahatma Gandhi aufgesogen, aber viel wichtiger für ihn war, wie er das in der Praxis umgesetzt hat. Und er war natürlich wirklich belesen. Er hat zum Beispiel, und da muss ich zitieren, auch Kapital von Marx gelesen. Und da, das Zitat, sagt er, das Lesen von Marx überzeugte mich davon, dass die Wahrheit weder im Marxismus noch im traditionellen Kapitalismus zu finden ist. Beide repräsentieren eine Teilwahrheit. Historisch gesehen übersah der Kapitalismus die Wahrheit gemeinschaftlicher Unternehmen und der Marxismus erkannte nicht die Wahrheit individueller Unternehmen. Er hat damit sagen, im Kapitalismus geht es um die Wertschöpfung, aber der Mensch geht verloren. Oder? Um anderen Ort ist es umgekehrt. Oder? Dort vergisst man, dass der Mensch ein Individuum ist, das letztlich sich eben verschieden entfalten kann und nicht in einem eingemeißelten System. Ganz genau. Und das hat mich beeindruckt. Und was mich auch beeindruckt hat, ist, dass er auch Niebuhr gelesen hat, der eigentlich sein Menschenbild verändert hat. So ein bisschen von dem positivistischen Menschenbild, wenn man nur alles recht macht, dann kommt es auf jeden Fall gut. Und das muss ich auch zitieren. Während ich noch an das Gute im Menschen glaubte, zeigte mir Niebuhr und dessen Potenzial für das Böse. Außerdem half er mir, die Komplexität zu erkennen, mit der der Mensch in die blendende Existenz des kollektiven Bösen verwickelt ist. Also Martin Luther King war durchaus bewusst, gewaltloser Widerstand ist entscheidend, aber ich kann nicht damit rechnen, dass das Gegenüber genau gleich reagiert. Das hat ihn geprägt, das Studium, hat aber dann später, weil er auch gemerkt hat, dass die Sprache sein Mittel ist, hat er dann noch Theologie gemacht. Damit ist er auf Kant gekommen und hat eigentlich dort sein Wissen, seinen Hintergrund, verbunden mit Theologie, so richtig einsetzen können. Und das hat ihn dann natürlich schon bekannt gemacht. Ein ganz wertvoller, wichtiger Hintergrund. Ne? Also was steckt in ihm alles drin? Was war seine Jugenderfahrung? Was war seine Ausbildung? Wo kommt er gedanklich her? Und jetzt die entscheidende Frage, was war denn der Auslöser, dass er dann zu diesem Anführer der Bürgerrechtsbewegung geworden ist? Man macht es ja immer an einem bestimmten Ereignis fest. Ja, das ist natürlich der Buschstreik in Montgomery, das war im Jahr 1955. Rosalind Parks, das ist, glaube ich, die Figur, die ihm so richtig das Feuer entfacht hat, für die Gerechtigkeit und für die Schwarzen zu kämpfen. Die Rosalind Parks, das war eine mutige Frau, ist am Abend, eine dunkle Frau, nach der Arbeit heim ist eingestiegen in Montgomery in den Bus, hat hinten, wo die Schwarzen sonst keinen Platz mehr hatten, ist halt vorher gehockt. Und da hat der Buschauffeur gesagt, gute Frau, du hast hier nichts verloren. Geh hinterher, noch wenn Plätze frei sind. Und die Rosalind Parks, die hat sich gewehrt dagegen. Und es ist so weit gegangen, dass sie dann die Polizei verhaftet hat. Und das ist so eine Ungerechtigkeit, die ihn elektrisiert hat. Und man muss natürlich sehen, Montgomery ist der Busstreik, wie es so schön heisst, von Montgomery, der hat hier 385 Tage gedauert. Also über ein Jahr? Über ein Jahr, ja, wo eben der gewaltlose Widerstand ist praktiziert worden, zuerst mal so richtig. Und vielleicht damals in dieser Entwicklung am reinsten von allen Demonstrationen, die nachher noch kamen, ist dort wohl am reinsten praktiziert worden. Denn man muss sehen, Montgomery, das war so eine typische Stadt, wo die Schwarzen eben die niederen Arbeiter gemacht haben. Und die Weißen eher die herrschende Schicht war. Das hat bedeutet, dass es zu einem Prozess kam gegen die. Und dort haben sich dann die schwarzen Frauen zu einem Komitee gebildet und haben demonstrieren. Und der Martin Luther King ist dort reingekommen. Und aus dem heraus ist dann diese Organisation gewachsen. Und wie ist es gegangen in diesem Montgomery? Das ist ganz interessant, wie das praktisch gelaufen ist.
Die Schwarzen haben entschieden, wir gehen nicht mehr in die Busse. Wenn die uns nicht sitzen lassen, wenn wir nicht die gleichen Rechte haben, dann zahlen wir auch nicht für die Fahrt. Also wir gehen nicht mehr. Und haben damit eigentlich die Busgesellschaften in die Knie zwingen, wirtschaftlich in die Knie zwingen. Praktisch durch Sanktionen. Genau. Kann man sagen. Sie haben nichts geschossen, keine Steine, nichts, sondern haben einfach gesagt, wir gehen nicht. Ja. Aber das hat Konsequenzen gehabt. Das hat für eine schwarze Mutter zum Beispiel geheissen, ich muss am Morgen um 5 Uhr meine Kinder zum Bett ausnehmen, muss sie zum Morgen machen, muss sie daheim lassen, bis sie in die Schule können. Und ich selber muss nachher zu Fuß vielleicht eine Stunde, vielleicht 1,5 Stunden laufen, so in eine weisse Familie, wo sie dann dort Kinder aufnimmt, dann dort zum Morgen macht und sie nachher Weg macht für die Schule, den ganzen Tag arbeitet und am wieder heimläuft, todmüde heimkommt und wieder für die Kinder da ist. Und für die Männer war es ganz ähnlich. Ja. Die haben sich entschieden, wir machen konsequent auf Sanktionen. Ja. Aber es war interessant, sie waren auch schlau. Also, das ist natürlich, Martin Luther King war natürlich ein wunderbarer Strateg. Sie haben zum Beispiel Taxis organisieren. 300 Taxis haben sie nachher umgeführt für 10 Cent. Und nach einer bestimmten Zeit hat das die Stadtregierung natürlich in die Nase bekommen und gesagt, die Taxifahrer dürfen nicht mehr fahren für 10 Cent. Die müssen 45 Cent zahlen. Und das war für viele schon wieder zu viel. Dann haben die Schwarzen unter sich Taxidienste aufbauen. Also die eine riesige Organisation auf die Füße gestellt in dieser Zeit. Oder? Ja. Und nach 385 Tagen ist das gegangen, sind die Busbetriebe wirklich in der Knie gewesen. Ja. Und dann ist es zu diesem entscheidenden Entscheid gekommen, wo nachher man im ÖV die gleichen Rechte zugesprochen hat. Ja. Und das ist eigentlich der Busstreik in Montgomery. Ausgelöst durch die Rosalind Parks war eigentlich so sein Startschuss in die Bewegung von der Organisation, die er einfach für die besseren Lebensumstände und so weiter kämpfen für die Schwarzen. Ja. Und von seinen Prinzipien her, also die Gewaltlosigkeit nicht nur theoretisch davon zu erzählen, sondern sie praktisch umzusetzen, das ist sicherlich ein ganz wichtiges Thema bei ihm. Gibt es sonst noch Themen, wo du sagst, die müssten noch erwähnt sein? Also Gewaltlosigkeit ist sicherlich sein Hauptthema. Gibt es sonst noch Prinzipien, die er angewandt hat? Also ich würde jetzt eigentlich sagen, er war völlig ausgefüllt mit diesen Themen. Ja. Nur zum Beispiel zu sagen, er hat über 800 Vorträge gehabt in 129 Städten zum Thema Gewaltlosigkeit. Aber Widerstand mit oder durch Gewaltlosigkeit. Ja. Und das hat natürlich ihn völlig ausgefüllt. Ja. Er ist von Kanzel zu Kanzel. Er war eine Zeit noch Hilfsprediger bei seinem Vater in der Gemeinde. Er hat sich dort aber befreien davon, dass er wirklich Zeit hat, für diesen Kampf zu machen. Und dieser Kampf hat ihn völlig vereinnahmt. Er ist ja 29 Mal verhaftet worden. Kannst du dir mal vorstellen, so oft? So oft, ja. Und er hat natürlich unter den Weissen ist er wie ein Provokant gewesen, oder? Nur so ein Beispiel, er ist einst verhaftet worden, als er gezügelt ist und hat vergessen, den Autoausweis zu erneuern. Und dann haben sie ihn verhaftet in ein Hochsicherheitsgefängnis. Er war dann schon geheiratet, hatte schon Kinder gehabt. Und er wäre dort geblieben, wenn er nicht John F. Kennedy rausgeholt hat. Das heisst, seine Frau hat John F. Kennedy das gemeldet. Und er war dann noch nicht Präsident, aber er war im Kampf um das Präsidentenamt. Ja. Und der hat sich dann eingeschaltet, dass er wieder rausgekommen ist. Also, natürlich hat er die Vision gehabt, die ihn beschäftigt hat. Das ist ja dann im Marsch auf Washington, da kommen wir ja dann noch dazu, wo eigentlich sein zentrales Thema war, die Vision, dass jeder Mensch aufgrund von seinem Menschsein
akzeptiert und geliebt wird und nicht aufgrund von irgendeiner Farm, von einer Farbe, von einer Rassenzugehörigkeit oder was auch immer. I have a dream. Ja. Das war sein Traum. Das war sein Traum. Ja. Und er hat ja immer alles auch theologisch untermauert, oder? Ja. Eben, dass die Hügel und alles, was sie trennt, eingeebnet werden, oder? Also Jesaja zitiert Genau, viel. und Jesaja zitiert er viel einfach mit diesen Visionen, wo die Schlange wieder plötzlich kann mit dem Kind spielen oder so solche Bilder hat er immer wieder gebraucht, oder? Ja. Und da merkt man, das war der Unterbau von seiner ganzen Tätigkeit als Anführer von der Bewegung. Ja. Das ist der Unterbau. Das ist ganz klar, es war ein theologischer Unterbau. Interpretiert durch die Soziologie, oder, die er gemacht hat. Und das gibt eine ganz interessante Mischung, natürlich. Ja, genau, also von seinem Hintergrund herkommen. Ne? Ja, Jetzt haben wir gehört von seinen Prinzipien, wir haben gehört, wie er seine Ideen umsetzt, aber wie ist es denn dann mit ihm weitergegangen? Der Marsch auf Washington, ganz, ganz wichtig ja gewesen, Friedensnobelpreis. Jawohl. Und das war natürlich der Bewegung auch nochmal riesigen Schub in dieser Anerkennung. Und doch, es gab kein Happy End. Wie ist es dann weitergegangen von diesem Marsch auf Washington an und dem Friedensnobelpreis? Was ist da noch so? Was waren noch wichtige Punkte? Also wichtige Punkte sind vielleicht die, dass es eben nicht bei Montgomery geblieben ist, sondern dass es nachher wie eine ganze Bewegung durch das Land gegeben hat. Eben, er hat zum Beispiel 1957 208 Reden gehabt in verschiedenen Kirchen und öffentlichen Plätzen. Er hat also die Leute wie geimpft. Und daraus ist eine Bewegung entstanden. Er hat nicht nur Freunde gehabt, auch unter den Schwarzen nicht. Er hat unter den Schwarzen solche gehabt, die sich lieber mit den Weißen hätten angebiedert. Ja. Aber das hat er nicht wollen und ist konsequent seinen Weg weitergegangen. Oder zum Beispiel auch, dass es gab auch Schwarze, die sagen, nein, wir müssen mit Gewalt uns befreien. Ja, natürlich. Also zum Beispiel. Da hat er auch Druck gespürt. Da hat er sehr Druck gespürt. Ja. Also ich meine, ich habe vorhin gesagt, in Montgomery die sie eben nicht mit Steinen. Natürlich hat es solche gegeben, die sich von ihm abgespalten haben und gesagt haben, jetzt muss man mit Gewalt dahinter. Oder? Das hat es gegeben. Ja. Aber seine Persönlichkeit, seine Überzeugungskraft, die war so gross, dass wirklich die grosse Mehrheit auf ihn hören. Ja. Er hat in dieser Zeit 196 Demonstrationen organisieren in 841 Städten. Riesige Zahl. Das muss man sich vorstellen. Das ist unglaublich. Ja, das ist unglaublich. Ja. Und der Höhepunkt von dem war eigentlich eben der Marsch auf Washington. Das sind 260'000 Leute Richtung Washington marschiert, wovon 60'000 weiss sind. Er ist ja, wie soll ich sagen, einen guten Zugang zum John F. Kennedy. Er war im Weißen Haus später ein gern gesehener Gast bis zum Vietnamkrieg. Und John F. Kennedy hat dann ein Gesetz vorgelegt im Kongress und im Senat, eben, wo eigentlich die Rassentrennung aufheben und der Gedanke hat, dass jeder Mensch eigentlich gleich viel wert ist, soll in die Verfassung geschrieben werden und über Gesetz soll klipp und klar geregelt werden. Und John F. Kennedy hat ihm gesagt, geh doch nicht jetzt, wo ich das vorgelegt habe, das provoziert nur. Ja. Und er hat gesagt, und das mache ich. Er hat gespürt, jetzt ist die Zeit. Und da war der grosse Marsch auf, jetzt muss ich gerade schauen, wenn das genau war. Das war im Jahr 63, ja. 63, genau. Das war das Civil Right of Act, das er durchbringen wollte, John F. Kennedy. Und er ist gegangen auf das Washington mit der riesen Masse von Leuten. Und das hat natürlich im Senat wie im Kongress auch seine Wirkung erzeugt. Und das Gesetz ist ja dann durchgekommen. Ja. John F. Kennedy hat es leider nicht mehr erlebt, dass es noch ist, festgeschrieben wurde, weil er ist ja im November 1963 ist er ja umgebracht worden. Ja. Und eben in dieser Zeit ist der Martin Luther King wirklich im Weißen Haus ein gern gesehener Gast gewesen. Es hat aber plötzlich eine Veränderung gegeben. Und die hat damit zu tun gehabt, dass
Lyndon B. Johnson ist an die Macht gekommen, hat das Gesetz noch unterschrieben, aber ist dann in den Vietnamkrieg eingestiegen. Jawohl. Und das war natürlich für Martin Luther King ein No-Go. Jetzt geht man dort an, mit Giftgas und weiss nicht was allem zusammen, geht man hinter die Leute. Das hat er nicht können. Und er hat auch dort eine Protestbewegung aufbauen. Und da haben natürlich die führenden Amerikaner gar nicht mehr Freude gehabt. Oder? Ja. Und dort ist er so wie ein bisschen von der herrschenden Schicht der Weißen, die unterstützt haben, ist er dann so ein bisschen kritischer betrachtet worden. Die Sympathien sind ein bisschen geschwunden. Die sind ein bisschen geschwunden und er ist für viele zu einer Persona non grata geworden. Also, wir wollten ihn nicht mehr. Das war jetzt gut für Amerika, aber in Vietnam mischt die nicht ein. Oder? Ja. In der übrigen Welt hat man das natürlich anders gesehen. Ja. Darum hat man ihm ja den Nobelpreis verleiht, 1964. Und ist damit geehrt worden für seine grosse Arbeit im Frieden. Aber eben, von dann an ist er so etwas wie gebröchelt. Ja. Ja. Und er hat dann natürlich auch wieder Demos dort organisiert, das muss man ganz sehen. Joan Baez war eine, die mit ihm unterwegs war, oder? «We shall overcome», oder? Das war das Lied, das die Bewegung auch getragen hat. Aber wie gesagt, er hat sich Feinde geschaffen, die er vorher nicht hatte. Ja. Und er hat ja auch immer gesagt, er rechnete schon immer mit seinem Tod. Ja, da gibt es diese Rede, ich habe das gelobte Land gesehen. Das hat er Tag vor seinem Tod. Man muss sich mal vorstellen. Ne? Hat er eigentlich Deuteronomium zitiert. Ja. In der Rede am Tag vor seinem Tod sagt er sei wie Moses, so schaue durch ins verheißene Land. Ja. So wie er Ahnung hatte, aber ich werde das nicht mehr leben. Ich werde das nicht mehr können sehen mit den eigenen Händen. Ja. Und so ist das passiert, was man eigentlich ein bisschen befürchtet hat. Ja. Er ist erschossen worden. Er war auf dem Balkon, hat scheinbar auch gerne ein bisschen geräuchelt. Ja. Und das hat der Attentäter sich zunutze gemacht. Ja, er war ein Attentäter, ein weißer Rassist, der das abgewartet hat. Und dann ist er richtig gehend abgeknallt worden. Ja. Und es ist ja interessant, das ist das, was mich auch wieder so interessant dünkt. Die Leute, die den Frieden leben und nicht nur darüber reden, sondern die in ihr Leben integriert haben, wie ein Jesus, wie ein Mahatma Gandhi, Martin Luther King, die haben alle mit dem Leben dafür gezahlt. Ja. Das ist ein hoher Preis. Ja. Und ich denke, das haben vielleicht auch gewisse Leute auch merken. Und darum haben sie Angst bekommen, haben sich plötzlich von ihm abgewendet, weil sie gemerkt haben, jetzt geht es Herd auf Herd. Entweder ziehen wir diesen Lebensstil durch und gefährden uns, oder wir distanzieren uns. Ich meine, das ist etwas, was bis heute so ist. Gell? Absolut. Das ist bis heute so. Ja, das ist schon... auch für seine Frau war das natürlich wahnsinnig gewesen. Oh ja. Für seine Frau war das wahnsinnig gewesen. Es war eine der grössten Beerdigungen, die Amerika je erlebt hat. Stell dir vor, ne? Ja. Nein, er war eine sehr eindrückliche Person. Ja. Und es ist interessant, er hat ja noch 3 Geschwister gehabt. Die leben bis auf eins noch alle heute und sind alle bis heute in der Arbeit vom Frieden immer noch tätig. Du, und jetzt aber eine ganz wichtige, ganz spannende Frage. Nämlich, wir haben jetzt das Prinzip der Gewaltlosigkeit von ihm gehört, von Martin Luther King. Es gibt Leute, die sich heute dafür engagieren. Und jetzt will ich eine theoretische, aber höchst spannende und aktuelle Frage. Wenn man jetzt die Kriegssituation anschaut, wenn wir das aufnehmen, haben wir diesen Ukraine-Krieg, ist abzuschätzen, wie er reagiert hätte, der Martin Luther King. Kann man das überhaupt sagen? Hätte der gesagt, was weiß ich, vielleicht Vietnam ist ja ein Krieg, der nach außen getragen wird, Ukraine ist eine Verteidigung. Mich interessiert das, ich spekuliere viel darüber. Hättest du eine Idee, wie er reagiert haben könnte?
Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Ja. Denn die Situation in Amerika war eigentlich ganz eine andere Ja. als in der Ukraine. Mhm. In Amerika ist niemand überfallen worden. Amerika hat sich als ein Volk verstanden, aber mit einer klaren Trennung. Ja, ja. Und dort war das sicher angesagt gewesen. Mhm. Wie das heute in der Ukraine wäre, Mhm. also naiv war er ja nicht gewesen, Ja. Martin Luther King. Und ich meine, wenn er Niebauer gelesen hat, hat er sich ja mit dem Bösen beschäftigt und hat auch ganz Ja. klar sich da dazu geäußert, im Sinne von, das Böse musst du bekämpfen. Ja. Aber was heisst das bekämpfen in dieser Situation? Wenn ich mit Leuten rede, heute, die russische Invasion erlebt haben, die gibt es. Mhm. Wenn man an die DDR denkt, Ja. und wir erzählen, wie das brutal war, wenn der russische Späße die Tatze auf ein Dorf gelegt haben, wie da einfach Leute sind verschwunden und Leute, die völlig apolitisch waren, die Ja. keine Gegner waren, wie da Familien sind verrissen wurden, wie man Väter in Gulag versorgt hat. Mhm. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Martin Luther King dort schon einen Unterschied gemacht hat. Ja. Also zwischen innergesellschaftlichen Konflikten, Ja. wo er sicherlich dafür gewesen wäre, auch heute, und was ja auch sinnvoll ist, dass man die friedlich löst. Natürlich. Innerhalb der Gesellschaft. Aber was jetzt zum Beispiel nach außen, zum Beispiel sogar ein Angriffskrieg, ist wieder eine andere Sache. Mir fällt auch ein Zitat ein von Mahatma Gandhi, der hat gesagt, wenn er zwischen Feigheit und Anwendung von Gewalt wählen müsste, dann würde er nicht die Feigheit wählen. Ja. Also Gandhi ein ganz friedensbewegter Gewaltlosigkeit, er hat aber gesagt, aber stopp, Gewaltlosigkeit heißt nicht Feigheit. Und es waren ja ganz mutige Menschen, die sich den Knüppeln der Polizisten, der Polizei von Montgomery entgegengestellt haben. Also das darf man nicht miteinander verwechseln. Nein, das darf man eben nicht verwechseln und einen Überfall. Weißt, man könnte ja zitieren und sagen, Jesus hat gesagt, wenn du einen Klapf bekommst, dann hat die andere Backe auch noch her. Ja. Aber hier geht es um einen Klapf. Ja. Und nicht um das Nehmen von dem, was wir bekommen haben und geschenkt haben, bekommen, nämlich das Leben. Absolut. Und vielleicht wäre das eben die Fähigkeit, wenn man jetzt einfach würde sagen, wie auch gewisse Intellektuelle sagen, der gebt nicht, es gibt schon zu viele Opfer und so weiter. Ja. Zu glauben, dass das fertig ist damit, Ja. das ist also aufgrund von der Geschichte, die man kennt, ist das eine Illusion. Ja. Ist eine Illusion. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der Martin Luther King schon auch gesagt hat, es gibt eine Grenze. Ja. Und wer die Grenze überschreitet, muss auch mit dem Widerstand rechnen. Ja. Und dann kann halt durchaus halt auch gewalttätig werden. Ja. Dass man sich verteidigt. Ja, also ich denke, das sind einfach zwei ganz unterschiedliche Systeme. Und ich denke jetzt bei uns in der Schweiz, eine gut funktionierende Demokratie, Ja. die basiert eigentlich darauf, dass man Widerstand leistet, in Form, dass man miteinander redet Ja. und sagt, da bin ich nicht einverstanden, Ja. und so kämpft. Genau. Das ist eigentlich, wie soll ich sagen, das Grundmuster von der Demokratie. Ja. Mit Worten. Mit Worten. Genau. Was in der Ukraine passiert, das ist ganz ein anderes Grundmuster. Ja. Dort will man genau das, dass man miteinander redet, zerstören und letztlich die imperialistischen Gelüste auf dem Buckel von einem Volk einfach ausleben. Absolut. Also ich stelle fest, es bleibt spannend. Ja. Dieser faszinierende Mann ist nicht nur historisch interessant, er hat uns heute auch ganz, ganz viel zu sagen. Natürlich. Und, er wird uns auch weiterhin viel zu sagen haben. Ich denke es. Uli, ein riesiges Merci an dich. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und weiterhin so viel Enthusiasmus und Einsatz in deinem Unruhestand. Ja. Merci vielmals, ich bin gerne gekommen und hoffe, es hat ein paar interessiert. Absolut.